schwache Menschen, weil du, Jesus, ja, diese Gnade Familie, klar segnen wir in Jesu Namen. Halleluja. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Erster Betrag sagen wir das Gebetsanliegen. Ich bin gerade nach Lengi. Okay. Genau. Mender, Ujnage, Nasserei und vielleicht Ujnage Hakula. Wir wissen vielleicht nicht jeden Namen, aber der Herr weiß uns. Aber wichtig ist es, bringen die Kranken vor Gott. Vielleicht weiß ich nicht, welchen Kranken du jetzt gerade in deinem Herzen hast, in deinem Verstand hast, aber Jesus weiß es. Und darum wollen wir gemeinsam für die Kranken beten. Und ich glaube, dieses Anliegen ist sehr wichtig. Amen. Lasst uns doch zusammen beten für die Kranken. Du weißt, in deiner Familie, in deiner Stadt, in die Umgebung weißt du genau, wer krank ist. Und ich denke, wisst ihr Geschwister, Gebet braucht jeder. Wir brauchen Gebet. Und Gott hat uns das Gebet gegeben, eine Waffe Gottes, und die wollen wir jetzt einsetzen. Lasst uns als Gemeinde ja in den Riss treten und für die Menschen beten, was jetzt in deiner Umgebung, auf deinem Herzen, diese Nachricht, was du gehört hast. Einfach, lass uns beten. Es ist Freiraum, Gebetsfreiheit. Das heißt, du kannst jetzt vor Gott kommen. Du kannst dein Anliegen, dein Gebet, kannst du vor Gott bringen. Herr Jesus, Herr, wir kommen jetzt vor deinem Thron, Jesus, vor deinem Altar, Vater Jesus Christus. Herr, wir begeben uns jetzt in das Allerheiligste und wir bitten dich, Herr, für die Menschen, Jesus Christus, Herr. Herr, Barodele, die Hilfe brauchen, die krank sind, Barodele. Herr Jesus, Herr, die mühselig beladenen, kranken, Jesus, bedürftigen, Jesus Christus, Herr. Vater, die Menschen, Herr, die ja einfach kommen, Jesus Christus, Herr. Die Menschen, Herr, die ja an Depressionen, Herr, an Depressionen leiden, Angstzustände, Jesus Christus. Wir bitten dich in Jesu Namen, Herr. Befreie sie, Jesus. Befreie sie, Heiliger Geist. Im Namen Jesu Christi, Herr. Befreie jeden Menschen, Jesus Christus, Herr, der unterdrückt wird, Jesus. Der von Satan heruntergedrückt wird, Herr. Du hast den Sieg errungen am Kreuz, Jesus. Herr, du hast den Menschen, Herr, erlöst, Freiheit geschenkt, Herr. Herr, durch dein Kreuz auf Golgatha, Herr, durch deine Auferstehung, Jesus Christus, hast du den Feind besiegt, Jesus Christus, Herr. Amen. Und wir, Herr, sind Sieger in dir, Jesus Christus, Herr. Wir sind Sieger, Vater Jesus Christus. Wir herrschen über den Feind, Jesus, und nicht andersrum, Herr. Du hast uns das Zepter gegeben, Jesus. Herr, dass wir, Herr, auf Schlangen treten, Jesus Christus, Herr. Dass wir wirklich, Herr, auf Schlangen treten, Jesus, Herr. Und wenn wir auch was Giftiges kriegen, es soll nicht machen. In den Namen Jesu Christi, Herr. Und so bitte ich dich für die Gemeinde Glauben, Herr. Schenke uns Glauben, Jesus Christus, dass du real bist, Herr, dass du gegenwärtig bist, Jesus. Und dass du, Herr, für uns den Sieg errungen hast am Kreuz, Jesus. Schenke Befreiung, Jesus Christus. Herr, an die Menschen an dieser Welt, Jesus Christus. Und so segne du jetzt, Jesus, weltweit, Herr, Nationen und Völker, Jesus. Auch in die anderen Länder, Jesus, Herr. In die Türkei, Herr, der Erdbeben. Herr, in den Krieg, Jesus. Wir bitten dich, Herr, dass es zu Ende ist, Jesus. Herr, wir segnen Putin in Jesu Namen, Herr, dass er aufhört damit, Jesus Christus. So viele Menschen sind umgekommen, Kinder, Herr, verschleppt worden, Jesus Christus, Herr. Es ist so viel passiert, Jesus, Herr. Und wir sind deine Kinder, Herr. Und wir wissen, Jesus, dass du alles aufhalten kannst, Jesus Amen. Christus, Herr. Für dich ist nichts unmöglich. Wenn wir glauben, haben wir ein Senfkorn, Jesus Christus. Herr, da können wir Berge versetzen, Herr. In deinen Namen, Herr. Und dafür bitten wir dich, Herr. Preis und Ehre, Lob, Dank und Anbetung gebiert dir, o Herr. O Heiland. Herr, wir danken dir. In Jesu Namen. Amen. Wir können uns hinsetzen, Geschwister. Dabei.
ein Gedanke in meinem Herzen, den ich heute Morgen empfangen habe. Und höre zu, sehr wichtig. Dieser Gedanke, dieser Eindruck in meinem Herzen war: Mach dein Leben fest mit Gott. Amen. Das möchte ich gerne euch weitergeben. Jeder von uns hat die Möglichkeit und die Gnade empfangen, zu sehen. Also lasst uns unsere Augen öffnen und sehen, dass Jesus vor der Tür steht. Er kommt. Amen. Lasst uns bereit sein, Geschwister. Heute sehen wir ein neues Bild und dieses Bild ist auch so gewollt. Heute dient uns die Jugendstunde. Ich weiß, Sie sind sehr aufgeregt. Und wenn ein Ton mal nicht so gut passt, Geschwister, das passiert auch bei jedem Star. Und wenn der Text auch nicht ganz vielleicht verfehlt wird, ist auch menschlich, Geschwister. Aber Sie haben heute den Vorrecht und wir auch das Vorrecht, den Herrn zu dienen. Amen. Und ein Vers habe ich noch auf meinem Herzen. Es ist der Psalm 23. Der letzte Vers sagt uns: Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Amen. Diesen Segen und in diesen Segen dürfen wir durch die Gnade Gottes leben. Amen. Ich bin heute nicht dran, viel zu reden. Ich bin auch nicht dran, die Einleitung zu machen. Aber ich bin heute dran, mit unserem Bruder Roberto zu singen. Amen. Und mit Audura und der Herr segne euch. Amen. Ja, auch ich begrüße euch in den Namen Jesus. Und ich will jetzt schon mal sagen, es wird ein bisschen lauter. Das soll ich euch schon mal sagen. Gestern war es sehr laut bei der Probe. Aber ich hoffe, dass wir das alles in Grenzen halten können. Und auch ich möchte euch begrüßen mit einem wunderbares Wort, das in Lukas steht. In Lukas 17, 11. Und der Herr hat mir dieses Wort gezeigt und ich habe mir erst davor nichts einfach, ich wusste nicht wofür, aber ein paar Stunden später ist es mir bewusst geworden. Ich lese euch das mal vor. Heilung von 10 Aussätzigen. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen etwas entfernt und riefen mit lauter Stimme: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Gehe hin und zeigt dem Priester. Und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt wurde, war und pries Gott mit lauter Stimme, fiel zu den Füßen auf sein Angesicht, dankte ihm, und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden? Wisst ihr, und wie ich das gelesen habe? Herr, was meinst du damit? Und am Freitag haben wir eine wunderbare Nachricht empfangen. Bruder Makl ist hier. Amen. Es geht ihm gut. Und ich glaube, jeder von uns hat gebetet. Von ganzem Herzen. Und so auch der Samaritaner. Er hat gebetet von ganzem Herzen. Er wusste, zu wem er gehen soll. Alle 10 wussten es. Aber nur einer kam zurück und hat sich bedankt, was Jesus an ihm getan hat. Und ich glaube, wir wollen jetzt den Herrn loben und preisen gemeinsam. Amen. Und ihm die Ehre geben. Ein bisschen 18 steht geschrieben, hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrt und Gott
und die Ehre zu geben, außer diesen Fremden? Und er sprach zu ihm, stehe auf, gehe hin, in dein Glaube hat dich geheilt. Und wir wissen und wir glauben, dass Jesus Macho 100% geheilt hat. Und wir wissen und wir bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass der Herr im Macho ist. Amen. Und darum, alle Ehre gebührt dem Herrn, gib dem Herrn die Ehre, die ihm gebührt. Lasst uns zusammen den Herrn loben und preisen. Amen. Der Herr segne euch. Er sagt, Oh, hallelujah.
Sacho, mentre non tutte colore grigi. Dank Jesus Christus in unserer Herzen, doch die gewaltige Gabe Jesus, und doch dieselbe Gemeinschaft mit du, Jesus. Und in all dem Brief von den Pfingstern, Jesus, und stelle allen an die Geliebter, himmlischer Vater, die hat gerettet durch dich, Jesus. Aber warum leben gut Menschen von Menschen noch früher noch Welt, Jesus? Die Zeit ist nah, himmlischer Vater. Also man glaubt, himmlischer Vater, und alle Menschen noch früher, Jesus. Egal, aber Menschen, wo wir hinbauen, wir müssen tun, in Gracia, himmlischer Vater. Elena Jacka, Elena Gara, Fähig, Elena Stimme, Jesus, Herr. Wir müssen in den Messias, Jesus, Herr. Schenke dir die Begegnung mit Tour, himmlischer Vater. Aber wir gehen mal doch jetzt mit Minna, Jesus, Herr. Die Ecken rennen und erzählen, die Welt aufnehmen. Helfe dem, die kennen Elena Jacka, Jesus. Die kennen euch auch was Serie, Jesus. Du lag in deiner Fülle, Jesus. Du warst ganz nah, himmlischer Vater. Und der Tag über Herr, im Herzen war Jesus. Man auch von ganzem Herzen von eurer Menschenbauch leben. Bitte zintele mit die Liebe auf den Hacki Hitler, Jesus. Und Genä ab, an die Rückkehr und an die Gegenwart einfach. In der Menschen an ihrer Wasser, Herr. Sie kennen die Haneligen Chikrega, Weltbauch leben. Wenn wir auch Jesus. Nur halt der Weg, die Wahrheit und das Leben und der Sinn des Lebens in der Schaffung. Wir betrauen die Eckerinnen über der Jesus. Berühren den Heiligen Geist. Helena sie auf Weh einfach, Herr. Wir können ein Ja für die Jesus, Herr. Und wenn wir eine Gemeinde voll bauen leben und die was lauter Ketten mit Tour, wenn die Tour war, die nicht erfahren. Hab Dank für lauter und segne und salbe mit einer Ruhe der Heilige Geist. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. So. Ja, ihr könnt euch setzen. Ich habe eine kleine Info. Und zwar, Kinderstunde findet heute nicht statt. Darum bitte ich euch, dass ihr immer ein bisschen auf die Kinder Acht gibt, dass sich nicht einer verletzt, weil keiner ist unten. Die Geschwister sind hier. Darum gibt bitte Acht auf die Kinder. Und ich wollte fragen, ist vielleicht einer da, der ein Zeugnis geben möchte, aber bitte nur, verzeiht mir, aber nur bitte die Jugend, ob vielleicht einer da wäre, der ein brennendes Herz hat. Keiner da? Okay. Dann gehen wir in das 10. Lied. Ja, doch. Fingerblendy. Geiger. Ja, manches gerade Suni. Ja, Madame Suni, Jacke, als die Wams mir irgendwie hoch absau oder schwebaus an die Wolke und mir die gaus nach Del ab die Pup und die gam Gottes lauter Barsch. Mir die nahm ein Moment da was so dem alle und mir die gaus ist lauter Chaos, also his Zelo, lauter his Barsch, nicht nur Ruck die gam. Und Menschen Hispanisch, Hakani Gotte an Kölschöka, Jaki Hisko an Mirisuni. Und mir hinaus Devil, oh du Walbale, ab ihr kriegt voll Raman, aber ab ihr kriegt die Gauskoller Menschen und gut, du gast mal einfach, ne, weil die Gaus voll Menschen ist noch will, mena die Gam kann ich ob die Skola sind, mena die Gam ist Nation, also Selo Weltum. Und Govelto an Mirisuni, Hiska und Go His Hassau Bari Felder, Mena die Gamko Objekt, also Objekt Flächerjage, Go Selo Welto. Und dann war mir wach. Und bevor war mir wach, Rakasso Debel Abmande Lukas 13. Und ja, gut. Da steht geschrieben, Überschrift, die letzte Gelegenheit zur Umkehr.
Zu dieser Zeit kamen Leute zu Jesus und berichteten ihm, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während der Opferdienstes im Tempel hatte umbringen lassen. So hatte sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischt. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr denkt jetzt vielleicht, diese Galiläer seien schlimmere Sünder gewesen als ihr, Landsleute, weil sie so grausam ermordet wurden. Ihr irrt euch, wenn ihr euch nicht zu Gott umwendet, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Erinnert euch an die 18 Leute, die starben, als der Turm am Teich Siloa einstürzte. Glaubt ihr wirklich, dass ihre Schuld größer war als die aller anderen Leute in Jerusalem? Nein. Wenn ihr nicht zu Gott umkehrt, wird es euch ebenso ergehen. Dann erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug, aber vergeblich. Endlich rief er seinen Gärtner, schon seit Jahren komme ich immer wieder und schaue nach Früchten, aber ich finde keine. Haue den Baum um. Warum soll er den Boden weiter aussaugen? Aber der Gärtner bat, Herr, lass ihn noch ein Jahr stehen. Ich will den Boden um den Baum herum noch einmal umgraben und ihn gut düngen. Wenn er dann Früchte trägt, ist es gut. Sonst kannst du ihn umhauen. Wisst ihr, da ist nichts anderes gemeint. Wenn wir uns nicht zu Jesus bekennen und wir keine Frucht bringen, werden wir in das ewige Feuer geworfen. Du wirst in den See des ewigen Feuers landen. Darum müssen wir uns wirklich bemühen, Frucht zu bringen. Denn ohne Frucht, Jesus kommt mit der scharfen Sichel, sagt uns die Offenbarung, und er holt die Seinen. Aber die nicht reif sind, die schlägt er ab und dann wird sie in den Feuersee werfen. Darum, wenn du Jesus doch nicht angenommen hast oder du vielleicht 50-50, du willst ein bisschen was von der Welt und du willst ein bisschen was von Jesus haben, das funktioniert nicht. Es geht nur, du kannst nur einen Herrn dienen. Entweder willst du den einen lieben oder den anderen hassen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Das funktioniert nicht. Denn Jesus will das ganze Herz. Er will kein geteiltes Herz. Das muss uns bewusst werden. Jesus will dein ganzes Herz. Denn er gab auch nicht nur die Hälfte von sich am Kreuz. Er gab sich ganz hin. Und das soll uns immer wieder bewusst werden. Er hat sein Leben zu 100% für uns gegeben. Und das müssen wir. Wenn wir Jesus bekennen, müssen wir das auch glauben und danach leben. Denn wenn wir keine Frucht tragen, dann wird der Herr kommen mit Macht und Herrlichkeit. Er wird die Seinen holen. Und die übrig bleiben, die werden in den Feuersee gehen. Und ich glaube, da will keiner von uns hin, oder? Mächtiges Wort. Ist doch einer da? Und jetzt kommst du noch. Să domnul eigentlich kein Wort bei mir. Die soll haben gesagt, Zeugnis, aber ja, sie auch reden, ist an die Mail, wegen eigentlich. Kein Zeugnis denn, aber ehrlich gesagt, es kommt kein Zeugnisartikel. Wir haben kein Mensch, ehrlich gesagt, die da Job auf ein Zeugnis oder gar nicht. Aber wenn ich noch die haben dieses Land, die da Zeugnis und die da Zeugnis, man nicht Zeugnis. Ja, ich mag ihn da einfach, ehrlich gesagt. Aber wenn ich da nur schon gerade bin, dann von das muss ich auch richtig noch die dann Zeugnis. Ja, man ist das schwer. Weil du mega die Zeug ab, aber mega mal Zeug grell, weil du bist es Chivela. Seit drin oder Start schon, ehrlich gesagt, kaum was am Jeeten,
heute nicht du hieß. Menschen waren bewusst, ehrlich gesagt, an die Sünder. Und Menschen haben die auf die Kappe gegangen. Und kommen es. Und gehen wir mit Jailer, wir können mal ganz auf keinen Fall. Wenn wir mit Jipen in der Bläst und wir versuchen mit Alauta die Kappe skake haku David Manda, es Kamela. Man die Gaki gut verlangen ja mit Jipen, heute die Welt noch weg. Aber geht bewusst, und wenn kommt bewusst was, heute gar nicht du ist. Man ist aber die Last am Jipen. Es ist die Last, man ist drin schon die Bar, die Last am Musik. Und wir waren wieder gerade durch, da wird am Jipen. Bist du David, die krass man die auf die Kappe Mutter. Und wenn John Goy, haben man nicht aber bewusst was, John Goy komme in Busan dann, und David, und wenn er Pinauta mir egal, hat man nicht aber hieß. Und David, die war als Bali, wenn Johns Naschenen. Gottzeller Belscham, und wenn auf die Jumpi der Bläs gut rum, weil er waren sie ein nur weg. Für heute Anstrengungen, für Chi nur für jeden Teil, weil die Kalvas heute David tut da gar kein und aber hieß ehrlich gesagt, die Teile heute Schupper, also heute David gar Kamela. Wenn die Nauge ausgeht, dann kann man Zeugnis, also sie Haurela und David Kamel, die Pinaka und Zeugnis. Egal heute gehen, egal wie schwer die Rujiten hier oder die Versuche, die kriegst was mit David, heute geht schwer. Vertraue auf David. Und David kriegt aber. Nur Männer und die was und David Kamel Maru sieht die Geld, ob die Männer vertrauen, ablässt die. Und egal heute war hier. Nicht der Mensch muss schämen, mein Traum. Egal heute war hier, die tun mir schwer, egal die Teilung. Heute nicht dahin dreht, die werden nicht in der Bläske oder die Dentamaru Jeepen in der Bläske. Vertrauen auf David. Und David kriegt lauter. Nur, ich habe Maru Patzer, wenn du Maru vertrauen. Und dann Jaiko Vanina. Und gar nicht dankbar, David, die sie krass man war, die durfte die kommen in Busa bei mir Jeepen. Malat Stuttgart, Mela Joman ehrlich gesagt. Mela Joman die Pinako zu ist. Aber mir kam auch Gobaga, weil du Benka Menko die Pinako Gobaga. Mir kam auch mit die Debes bezeugen, Maru David Givela. Amen. Wunderbares Zeugnis, ja? Wir wollen in das dritte Lied reingehen. Immanuel, der Herr ist bei uns. Sein Name Immanuel, der Herr ist bei uns. Egal was auch passiert, er ist immer bei uns. Sein Name Immanuel, der Herr ist bei uns. Wenn ich nur in Jesus
Und ich bitte Bruder Bobby. Und es ist eine große Freude, dass wir den Bruder wirklich, du kannst sehen, dass Feuer in ihm ist, dass eine Wiedergeburt in ihm stattgefunden hat. Und es ist einfach wunderbar, wenn du siehst, wie er sich ja einfach mit allem, egal ob wir Brüderstunde ist, ob Lobpreis ist, ob wir Jugendstunde haben, er ist immer da. Ob wir Gottesdienst haben am Sonntag, er ist immer da und er ist immer treu, ist wirklich wunderbar. Und seine Frau singt sogar mit jetzt im Chor heute, also es ist wunderbar, was der Herr macht. Wir können sagen, ein lebendiges Zeugnis. Herr, danke für den Kanal auf der Jesus. Danke für die Jugend, die kann nicht ausschauen, Jesus. Danke schön, dass du die Opfer, Jesus, Jesus. Sing du Hakis von der Tevasis, von der Tela Jesus. Hakwe, was kann der Geist singen, du bist Musik, Jesus, die ich kenne, dass du der Heiland bist, Jesus. Ich teile du ein Buchheit für Jesus. Ja, du mal Buchheit, Jesus. Ich gebe mir also du, Jesus, ich kenne einen frei, Jesus. Ukolo ya muventi bila kadri kwa kila bila kinaka. Betudo tu hai mulat kesko dis hai Jesus. Tu hai mensa kola de kinonzi kai. Amen. Tu hai mulat kola mit kai. Danke schön Jesus. Die Gemeinde danke Jesus. Danke Vater. Amen. 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 Father,
noch ein Gebet. Samuel, Petralzit, Rosin. Himmlischer Vater Jesus, Herr, wir brauchen die Tronen, du Jesus, mit der Reihe. Und gemautige Dankeschön für den Vater Jesus, Herr. Ich darf die Bankolis gar die Gut, die Rückkehr, Jesus, Herr. Ich darf diesmal schon gerne, Vater, so schon mal Vater, Gemeinde, Jesus, schon mal Gottesdienste, Jesus, Herr. Wir haben gerne schon Segen durch Jesus, Herr. Und betraut es, Vater, mehr Segen, Herr Jesus, Herr. Lass dein Feuer auf uns herabfallen, Herr Jesus, Herr. Betraut es, himmlischer Vater, Jesus, Heiliger Geist. Aku sieg wie die Rest von diesem Vater. Das ist super, Herr Jesus, Herr. Liebe, Kraft, Herr Vater, und Salbung, Herr Jesus, Herr. Die was gar wir, Vater, und waren Herr Jesus, Herr, sondern die just wir, Herr, mit voller Kraft, Herr Vater, Jesus, Herr. Mit voller Power, Herr Jesus, Herr. Die was, wenn man rasiert, erfüllen, Herr Jesus, Herr. Wir kämpfen fast weiter den guten Kampf des Glaubens, Herr Jesus, Herr. Wie trautet, Herr Vater, komm euch noch wieder, Herr, die Rouladen, die Anbetung, Herr Jesus, Herr. Segne mir, Herr Vater, und schenke mir Kummer und mit Moral, Herr Jesus. Was standhaft, Herr Vater, tut ihr, Herr Jesus. Danke für erlaubt euch du, gerade durch du noch der, Herr Vater. Danke, Herr Jesus. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Ich frage noch, ist noch einer da, der noch Zeugnis geben möchte? Ansonsten gehen wir in die Anbetung. Keiner mehr? Dann starten wir mit der Anbetung. Strecke dich einfach aus. Der Herr ist hier. Lass dich einfach leiten. Mach deine Augen zu. Guck nicht nach links, nach rechts. Strecke dich einfach aus und lass dir einfach jetzt die Kraft geben, die du brauchst. Halleluja,
Borodebe, Jesus, Sini, Borodebe, Hakuye, Kedigeka, Kitsu, Borodebe, Hakuye, Borodebe, Borodebe, Hilfa, Triso, Borodebe, Jesus, erfülle mit Ihrem Geist, Borodebe, Jesus, und mit Ihrer Hamdschi, Borodebe, Arm, Tata, Jesus, erfülle mit Ihrem Geist, erfülle mit Ihrem Borodebe, Segne, Hakuye, und die Keka, die kann man zu, Borodebe, Segne mit Ihrem, mit dem Skula, Halleluja, so. She know the star will make you cry. She know the star will make you laugh. David, let it be mine. David, let it be mine. Mio Dio povera. In a base di là dei voli. David cattivo, mettilo fatto, ma la blu del manico, ti lascia tutto là. David cattivo, mettilo fatto. Amen, Halleluja. Wenn du den Text gehört hast, wenn du schwach bist, wenn du mühselig und beladen bist,
dann gebe alles ab dem Herrn. Denn er stärkt dich, er erquickt dich, er liebt dich. Und deswegen bitte ich euch, wir wollen das Lied nochmal singen. Bitte, obwohl wir sind in der Anbetung, bitte gebt ein bisschen Acht. Gottes Gegenwart ist hier. Hör bitte auf den Text. Wenn du müde und verladen bist, wenn du Probleme hast, dann bring sie jetzt zu dem Herrn. Halleluja. Wir gehen weiter in die Anbetung und dieses Lied hat der Herr gestern der Schwester gezeigt. Hör auf den Text, es ist ein altes Lied, aber die Worte da drinnen sind einfach heilig. Strecke dich aus, der Herr ist hier.
Hallelujah.
du mich liebst. Ich kann mir die Stelle bei dir sein. Ich kann mir nicht mehr, es ist mir allein. Grazie.
Denai Bukhda Lisani. Bukhar Guru Yeshua. Denai Bukhda Guru Yeshua. Denai Sarati. Denai Man. Jesus, denai Man, die Wunde Namen, du weißt. Man gab an die Drachen, die Wasser. Man gab es Jesus. Denai Bukhda Lisani. Nein, das ist. Nein, da bist du, nein, ich kann nicht, dass du da bist. Jesus, nein, Mann, hast du noch? Da bist du, nein, du sagst, du hast noch. Da bist du, bist meine Bitte. Da bist du, da.
das auch gehört, ich habe es gehört, zwar wie die Schwester in Zungen gesprochen hat, habe ich rausgehört, dass sie in einer Sprache sprach, habe ich rausgehört. Und der Bruder kam zu mir und hat ein paar Worte verstanden. Also sie sagte in dieser Zungenrede, dass wir dankbar sein sollen, dass Gott bei uns ist. Und seine Präsenz ist hier. Du Geist, du die Bichas von mir. Und dass er den Geist uns ja gegeben hat oder geschickt hat. Und wir danken, dass Gott bei uns ist. Amen. Und dass Gott einfach zu uns spricht. Amen. Amen. Gott ist mit uns. Und dankbar zu sein, dass Gott hier ist. Halleluja. Amen. Ja, wir sind zum Wort gekommen. Wenn es geht, stehen wir nochmal auf. Wir wollen zusammen beten. Halleluja, Baruch, dann bist du Jesus, Herr. Oh Vater, Herr Jesus, mit dem Atem, Dankeschön für den Baruch, dann bist du Jesus, Herr. Dankeschön einfach, Baruch, Herr Jesus, Herr, die Meditierung in der Schwache hinein, Jesus, Herr. Dankeschön, Vater, die Meditierung, Vater, Herr Jesus, Herr, der Macht und der Stärke, Vater, Jesus, Herr. Amen. Oh Vater, Herr Jesus, Dankeschön, mit Budegen, mit Kubai, Herr Jesus, Herr, die doch die voll Rast und mit Ballermann und Dankeschön, Jesus, einfach für der Bekannt, Vater, Herr, und du einfach nennt die Wahrheit, Jesus, Herr. Aber vorrichtig mit Wahrheit, Jesus, Herr. Die Meditierung, Vater, in Abruf bereit, bin ich 24 Stunden, Vater, das bist du, Jesus, Herr. Oh, mit deinem Kommen, was du die Vater, Herr Jesus, Herr. Dass du mich geliebt hast, Herr, dass du jeden geliebt hast, der heute hier drin ist, Vater, Jesus, Herr. Und dass dein Blut, Herr Jesus, Herr, für jeden Herr am Kreuz auf Golgatha geflossen ist, Vater Jesus, Herr. Zeige jeden Menschen, Vater, Herr, wie sehr du ihn liebst, Vater Jesus, Herr. Und zeige jeden Menschen, der heute hier drin ist, Jesus, Herr, dass er hier drin ist, Vater, weil du für ihn bezahlt hast, Vater. Amen. Jesus, Herr. Du hast bezahlt mit deinem Blute, Vater Jesus, Herr. Und du hast jeden Menschen so sehr geliebt, Vater, dass du alles gegeben hast, Jesus, Herr. Und du möchtest nur eins von uns, Jesus, Herr. Du möchtest unsere Herzen haben, Jesus, Herr. Weil du uns liebst, Herr Jesus, Herr. Wir danken dir, Jesus, Herr, aus ganzem Herzen, Jesus, Herr. Und wir lieben dich auch, Vater, Jesus, Herr. Und wir wollen dir folgen, Vater, Jesus, Herr. Und wir werden dich aufgeben, Vater, Herr Jesus, Herr. Wir wollen überall, Herr Jesus, Herr, jeden die Botschaft verkündigen, Vater, Herr, dass du für jeden Menschen auf dieser Welt gestorben bist, Vater, Jesus, Herr. Und dass du jeden Menschen liebst, Vater, Herr. Dankeschön, mein Herr, mein Heiland und mein König, Herr. Mein Retter, Jesus Christus, Herr. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, und zwar Gott war hier und ist immer noch hier, oder? Und den einen Tag, wo ich gebetet habe in der Jugendstunde, Donnerstag, hat mir Gott was gezeigt. Das ist jetzt nicht die Predigt, aber das möchte ich euch auch weitergeben heute. Jesus liebt jeden Einzelnen hier drin. Das hat er mir Donnerstag bei der Jugendstunde gezeigt. Er liebt uns jeden so sehr. Gott, Vater, dass er seinen Sohn gab für uns, für dich, für mich. Glaubst du das? Amen. Ja, manchmal ist man einfach nur sprachlos. Ja? Man betet und man fühlt sich vielleicht menschlich gerade nicht so gut. Aber wenn man ein paar Wörter betet, ja, macht die Augen zu. Wenn man sein Herz aufmacht, dann ist Jesus da. Ja? Haben wir einen guten Gott? Amen. Ich glaube, wir können einen Applaus geben für Gott. Ja, und zwar war nicht leicht, das alles, was ihr gesehen habt. Ja? Viele von den ganzen, auch gerade Roberto ganz besonders, war sehr aufgeregt, hat einen großen Kampf gehabt da. Aber er war hier. Und ich glaube, das ging den ganzen anderen auch nicht anders. Ja? Selbst bei mir, habe ich letztes Mal schon gesagt, also ich bin jedes Mal am Kämpfen. Ich weiß nicht, warum das ist, aber mit Jesus sind wir Sieger in jedem Kampf. Und zwar habe ich heute eine Predigt, ich hoffe, dass ich euch das so weitergeben kann, wie der Herr mir das gezeigt hat. Und zwar heißt diese Predigt heute, Glauben wie ein Löwe. Haben wir Glauben? Ein bisschen Glauben haben wir, ja? Aber könnte mehr sein, oder? Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie wächst unser Glaube denn? Was können wir machen, um unser Glauben zu stärken? Erstmal haben wir angefangen zu glauben, ich glaube, an den Tag, wo wir Jesus angenommen haben in unser Leben. Da haben wir geglaubt, dass Jesus für uns gestorben ist. Amen.
Und das müssen wir glauben. Und auch jeder, der heute hier drin ist und vielleicht noch nicht entschieden ist, das muss der erste Schritt sein. Wenn wir nach vorne kommen, glaubt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, wie für mich und für jeden anderen hier auch. Die Liebe Gottes kann man eigentlich nicht beschreiben. Man muss sie selber erleben. Kann man nicht beschreiben. Das kann man auch nicht mit... Ich glaube, jeder Mensch liebt sein Kind, meistens, glaube ich. Was Menschen denn die ganz Besonderes haben. Die Kinder sind an erster Stelle eigentlich. Aber wisst ihr, Jesus liebt uns noch mehr, als wir unsere Kinder lieben. Er liebt uns so sehr, das kann man nicht beschreiben. Aber das kann man erleben. Es kostet noch ein Jahr zu Jesus und dann können wir die Liebe Jesus erleben. Und zwar, ich hoffe, wie gesagt, dass ich euch das so weitergeben kann. Und springen wir ein bisschen so durch die Bibel. Es sind verschiedene Begebenheiten. Ich sage bewusst nicht Geschichten, weil Geschichten kann man erzählen, aber das sind keine Geschichten, was hier drin steht. Das sind Tatsachen, was passiert ist, Begebenheiten, wahre Begebenheiten. Und zwar wollen wir von einem Mann was hören. Ich glaube, den kennen wir alle, Moses. Wir wissen, dass die Israeliten damals, ich erzähle euch ein bisschen, weil das zu lesen zu viel wäre. Ich habe zwar markiert, aber das ist alles zu viel. Jesus war ein Israelit, der bei dem Pharao in Ägypten in sein Haus gekommen ist und da aufgezogen wurde. Moses, ne? Bei Jesus. Entschuldigung, Moses. Er war ein Israelit, aber die Geschichte kennen wir so ungefähr. Er ist beim Pharao im Haus aufgekommen und wurde aufgezogen wie ein Sohn Pharaos, des Pharaos, wie ein Sohn. Hat die ganze Ausbildung gekriegt. Aber dann kam was in sein Leben. Kam der Ruf Gottes. Gott hat ihn berufen, wofür denn? Was sollte er denn machen? Wisst ihr das? Hey? Er sollte sein Volk aus der Sklaverei herausrufen. Könnt ihr ein bisschen mitmachen heute? Dann wird es nicht so langweilig. Nein, auf jeden Fall hat er einen Auftrag gekriegt von Gott selber. Er soll zu seinem Volk gehen und sie aus Ägypten, aus der Sklaverei rausnehmen und in das verheißene Land Kana bringen. Hat er geschafft mit der Hilfe Gottes. Amen. Und dann sind sie raus mit den ganzen 10 Plagen. Darum geht es mir heute nicht, aber ich erzähle euch das ein bisschen, für die, die die Geschichte nicht so kennen, die Begebenheit. Und dann sind sie rausgezogen nach den Plagen. Den Weg hat natürlich Gott geebnet und den Pharao besiegt, nicht Moses, sondern Gott hat das gemacht mit seiner Kraft und seiner Stärke. Und dann sind sie raus in die Wüste gezogen. Und dann kam sie an eine Stelle, jetzt wisst ihr auch, wo ich meine, wo vor ihnen das Meer war und hinterher und von hinten kam der Pharao mit seiner Armee, weil er sich das überlegt hat. Das Böse hat wieder in die Überhand genommen. Und was wollte er denn machen mit den Israeliten da? Mit der Pharao hat nichts Gutes vorgehabt, Wie bleibt Naming, Aber da war der Mann, Moses. Wir lesen das mal, das ist in 2. Moses 14 ab Vers 15. Und mir geht es nur darum, dass wir sehen, dass wenn wir Glauben haben, eigentlich uns nichts aufhalten kann. Auch kein Meer, auch keine Armee, gar nichts. Das letzte Wort hat immer Gott. Und das ist auch das einzige Wort, was zählen sollte in unseren Leben. Und wir lesen das mal, was Moses dann getan hat, als eine Situation kam. Da streckte Mose seine Hand über das Meer aus und ließ das Wasser durch einen starken Ostwind zurückgehen. Der Wind blies die ganze Nacht und teilte das Meer und verwandelte den Meeresboden in trockenes Land. So konnten die Israeliten trockenen Fußes mitten durch das Meer ziehen. Links und rechts von ihnen stand das Wasser wie Mauern. Und das ist ein besonderer Detail, sagen wir mal. In dem Film kommt immer ein bisschen Wind, das Wasser zieht ab wie ein Bach und es ist weg. Nein, die Bibel sagt uns, dass das Wasser rechts und links wie eine Mauer stand. War das Moses, der das gemacht hat? Gott war das, der das gemacht hat. Wenn man von Moses eine Aussage hört, der hat selber gesagt, der Herr ist meine Kraft. Er hat nicht gesagt, ich habe das gemacht. Er hat gesagt, der Herr ist meine Kraft. Aber was meint ihr, was passiert wäre, wenn er das nicht geglaubt hätte, dass Gott das machen kann? Wird das dann passieren? Wird das genau die Geschichte so ablaufen? Glauben ist was ganz Entscheidendes. In der Bibel steht, dass wenn wir Glauben wie ein Senfkorn haben, was passiert dann? Was können wir dann machen? Berge versetzen.
Aber wer Berge versetzen will, menschlich gesehen, der muss mit einem kleinen Stein anfangen. Ha? Der muss Stein für Stein wegtragen und woanders hinbringen. Also da sehen wir, dass wir unseren Glauben stärken können, oder? Können wir unseren Glauben stärken? Amen. Und wie? Wir müssen Jesus und Gott besser kennenlernen. Ha? Wenn wir wissen, wer mit uns ist, dann wird unser Glauben größer. Denn wenn wir wissen, das Wort Wissen, das beinhaltet das Glauben innen drin. Denn wenn ich weiß, dann brauche ich nicht glauben, dann weiß ich es. Ha? Und wenn wir wissen, wer Gott ist und zu was er imstande ist, dann ist uns nichts unmöglich. Ha? Es gab mal einen Mann, der hieß David, König David. Das kennt ihr auch alle, ja? Kennt ihr den oder kennt ihr den nicht? Ja? Amen. Wir wissen, David, später ist er König geworden. Na? Aber bevor er König geworden ist, was war er da? Ein Hirte, ja, war er. Aber trotzdem war er, die Bibel sagt uns, schon da kampferprobt. Ja? Und zu der Zeit war König Saul König in Israel und sie waren gerade im Krieg gegen die Philister. Es war ein Volk, wo große Männer drin waren in dem Volk, ja? Riesen genannt. Ich lese gleich die Geschichte so ein bisschen. Also, Goliath war ungefähr 1,20 groß. Circa 3 Meter, also circa 3 Meter. Also kein kleiner Mann, ha? Der war auch nicht so leicht bestimmt, ha? War bestimmt ein wuchtiger Mann, ein Krieger, ha? Von Jugend an war er ein Krieger. Er hatte eine Rüstung an, nur der Brustpanzer wog 60 Kilo. Könnt ihr das vorstellen? Und nur die Spitze von den Speer, was er mit hat, wog 7 Kilo. Manche Bibeln sagen 6, 7 Kilo. Also können wir ausgehen von sagen, war ca. 6, 7 Kilo. Kannst du sowas mit? Das ist eine kleine Autobatterie. Überleg mal, als Schrotthändler haben wir gleich den Vergleich. Das ist eine kleine Autobatterie. Oder 2 Bremsscheiben. Ja? Als Spitze. Und sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Und das war nicht die ganze Rüstung. Er hatte Beinschienen, Schild, den können wir wahrscheinlich gar nicht tragen. Außer Epi vielleicht. Ja. Und da war so ein kleiner, die Bibel beschreibt ihn mit einem jungen Mann. Manche Bibel sagt ein Jüngling, ja? Gut aussehend. Jung, braun, aber nicht kräftig, nicht groß. Und der Philister, also da war gerade zu Zeiten des Kriegs, auf einen Hügel haben sich die Israeliten versammelt mit dem König und das ganze Heer. Und auf die andere Seite waren die Philister mit ihrem ganzen Heer. Wer immer die Ritterfilme kennt, der weiß so ungefähr, ja? Troja und die ganzen Filme, da weiß man ungefähr mal ein Bild von. Tausende Menschen kurz davor, in den Krieg zu ziehen. Ja? Und da ist ein einziger Mann immer gekommen und hat jeden Tag das ganze Volk der Israeliten herausgefordert. Und keiner, wir lesen auch von der Bibel, dass Saul auch ein großer Mann war, nicht 3 Meter, aber er war größer als alle Israeliten. Aber keiner wollte den Kampf mit ihm aufnehmen. Ja? Das lesen wir mal in 1. Samuel 17, ab Vers 4. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Es war Goliath, der aus Gat stammte. Er war etwa 6 Ellen und eine Spanne groß, also was ich gerade gesagt habe, ungefähr 3 Meter. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an die 5000 Schekel Bronze wog. Außerdem trug er bronzene Beinschienen auf den Rücken. Bronzene Beinschienen und auf den Rücken einen Bronzepanzer, einen Wurfspieß und einen Speer, der war so dick wie ein Weberbaum und besaß eine eiserne Spitze, die fast 600 Schekel Eisen wog. Also ich habe das hinten durchgeblättert, das sind ungefähr 6-7 Kilo. Und er hatte einen Schildträger, der vor ihm herging. Goliath stellte sich hin und rief den Israeliten hinüber: Braucht ihr das ganze Heer, um gegen mich in den Streit zu ziehen? Siehe ich, ein einziger Philister, und ihr seid Knechte Sauls. Wählt einen Mann aus, der hervorkommt. Wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich ihn aber überlegen bin und er mich tötet, so seid ihr unsere Sklaven. Ja, bis gerade hin. Also ich kann euch genommen gerade was ich kurz erzählt habe, die Geschichte. Und keiner von den ganzen Israeliten, das waren ein paar tausend Mann, hat sich getraut, gegen ihn rauszukommen, gegen ihn zu kämpfen, mit Schwert. Bis auf einen.
Der kleine David, der unauffällige David, der nicht mal eigentlich bei der Schlacht da war, er ist nur gekommen, weil sein Vater ihn geschickt hat, dass er nach seinen Brüdern sieht, und wie es steht um Israel. Er war eigentlich aus Zufall da, menschlich gesehen. Aber Gott wollte das so, Und dann lesen wir aber, was der kleine David gesagt hat. Ab Vers 33. Mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Da hast du da. Ist du besonders gefährlich oder wenn man reden, für das Rasso bist? Er wusste, wer mit ihm ist, wenn er gegen den Philister den Kampf aufnimmt. Ab Vers 33, aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst, du bist doch noch ein Junge. Und er ist schon ein Krieger von Jugend an. Und wie es weitergeht, wissen wir, Er hat verloren, David, In Gottes Namen, Kommen wir auch in so menschliche Situationen? Genau schon, Krankheit, Probleme, Sorgen. Manchmal von außen gesehen, denkst du, der hat es gut vielleicht zum anderen, Der hat ein Auto, der hat das, aber du weißt nicht, wie es in den drin aussieht. Ich bin mir überzeugt, dass jeder seine Kämpfe austragen muss, Der eine dies, der andere das. Vielleicht sind die Kämpfe auch nicht alle gleich, aber eins ist gleich. Gott ist in jeder Situation gleich, denn er hat immer den Ausweg und er hat immer die Kraft, uns zu helfen. Eins brauchen wir aber. David kannte seinen Herrn. Und als David entgegen ging dem Philister und der Philister ihn beleidigt hat, was hat David da gesagt? In Vers 45, David rief zurück, du trittst mit mir an, mit Schwert und Speer und Wurfspieß. Ich aber komme in den Namen des allmächtigen Herrn. Halleluja. Das ist eine Aussage, oder? Mit der man uns anfangen kann. Vielleicht denkst du, der redet leicht. In manchen Situationen, zum Beispiel gerade, ganz Tag telefoniert schon, der war ziemlich am Ende, weil die nächste ziemlich Aufregung haben und das ein bisschen mit Dreh. War ein Kampf, gerade. Ja. Und das meine ich. Du weißt nicht, der neben dir sitzt, links oder rechts, was für ein Kampf er gerade mitmacht. Aber eins ist uns gewiss, der Sieg im Namen Jesus im Namen Gottes. Manchmal müssen wir uns das öfters vielleicht mal in den Sinn bringen. Öfters vor Augen halten, was Gott schon für uns gemacht hat. Jesus hat den vollkommenen Sieg errungen am Kreuz auf Golgatha. Wir brauchen eigentlich gar nicht mehr kämpfen, wir brauchen nur zu Jesus kommen und sagen, Jesus, mach alles klar. Und Jesus macht alles klar, wenn es seinem Willen entspricht. Natürlich ist das jetzt, wenn ich bete, dass Jesus mir Ferrari schenken soll, ich weiß nicht, ob das so leicht funktioniert. Aber wenn ich in einer Situation bin und sage, Jesus, ich weiß nicht weiter, bitte hilf mir, dann wird er mir helfen. Stell dir mal vor, es ist Freitag oder Samstag. Du musst einkaufen gehen, dein Kühlschrank ist leer und du packst in die Tasche und da ist kein Euro drin. Du weißt aber, dein Vater oder deine Mutter oder dein Bruder hat Geld. Wie viel ist jetzt egal, Wirst du nicht hingehen und wirst sagen, ich brauche 100 Euro oder dreimal weiter was oder wie oder was, ne? Oder? Mit genau, ich glaube, was man da ist, ich bin auch 100 Euro, den man 100 Euro, oder? Oder gar? Genau schon, Und ich bin auch alles vor Auto, kann man aus dem Geld genau was anderes, bin ja noch alle. Ja, ich gar nicht. Was gesagt, ich bin auch mal das, Und gar nicht, ich bin Jesus ist. Dann bin ich nicht mehr kein Wie viel mehr kann mir Jesus mit dem Ibrahim Rujin, Da gibt es kein, manchmal verrät vielleicht gar nicht, und es gewählt. Vielleicht haben sie es wieder gewählt. Aber Jesus macht das mehr als gar nicht wertvoll, Du bist Gottes, bist Rujiten, dass du für mich auf Kreuz auf Golgatha. Heute bin ich sogar nach Delo mit Bruder. Dann lernen wir die Geschichte noch Basche. Und zwar bei Daniel 3, wo ich gerade lauter dazu sagen, die Geschichte schon. Und zwar über 3 Männer im Feuerofen. Man bis glauben wie ein Löwe. Und zwar, ich hatte die 3 Männer im Feuerofen, den haben wir, ein König war da, Nebukadnezar, war kein guter König, hat einen anderen Glauben gehabt wie der Israeliten, viele Leute versklavt, unterdrückt, und er wollte eins durchsetzen. Was wollte er denn durchsetzen? Sein Glauben. Er hat ein Standbild errichten lassen,
ein großes Standbild. Und er wollte, dass jeder, der unter seinem Land, entweder zu seinem Land gehört oder die Länder, die er unterdrückt hat, der war ein Eroberer, dass jeder Mensch seinen Glauben aufgibt und diesen Götzendings da, was er gemacht hat, diese Statue, das Abbild, sagt die Bibel, anbetet und somit seinen Gott verleugnet. Ja? In solchen Situationen vielleicht in Deutschland, momentan, kennen wir nicht, ja? Aber ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht. Hast du auch manchmal die Entscheidung, was du machen sollst und du weißt, was gut und richtig ist und manchmal treffen wir die falsche? Kennen wir das? Ich kenne das, wa? Das ist vielleicht auch, geht auch in die Richtung, vielleicht ist das nicht so schlimm, denken wir. Aber das ist genauso schlimm. Ja? Sünde ist nie gut in unserem Leben, ja? Egal in welcher Situation. Und wenn wir jedes Mal die Entscheidung haben, mein Verstand, mein Geist, der Heilige Geist, der in uns wohnt, sagt uns, das darfst du nicht machen, das wissen wir, ja? Sofort überführt. Aber wie oft entscheiden wir uns trotzdem bewusst dagegen und machen es trotzdem, ja? Das ist auch so eine Entscheidung. Die 3 Männer im Feuerofen, ich will die Geschichte gar nicht erzählen, sie haben eins gemacht. Ach, lesen wir doch mal ein bisschen, ja? Und zwar lese ich jetzt nur, was Sie gesagt haben, weil sonst dauert das zu lange. Ich habe zwar viel markiert, aber das habe ich jetzt schon erzählt. Und zwar hat er gesagt, wer sein Bild, was er gemacht hat, nicht anbetet, der wird in einen Feuerofen geworfen, ha? Und der wird noch extra heißer gemacht als normal. Also kann man sagen, ein qualvoller Tod wäre das gewesen, ha? Wer da drin landet. Kommst du nicht raus, wie du reingegangen bist, da brauchst du kein Solarium mehr, dann ist vorbei, wenn du da drin bist. Ha? Aber die 3 Männer hatten was. Sie hatten Glauben. Ha? Lesen wir mal, was sie geantwortet haben. Schadrach, Medrach und Abednego, das waren die 3 Männer. Aber antworten den König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O König, mit Sicherheit wissen, wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast anfertigen lassen, niemals anbeten. Golab, haben die Selbstvertrauen gehabt? Haben die Gott vertraut? Aber eins haben sie gemacht. Weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben sofort, die waren nicht alleine da war eine große Menge und alle sind auf die Knie gefallen. Na? Aber sie haben vor der Welt bekannt, wir beten deinen Gott nicht an. Wir haben einen Gott, an dem wir festhalten. Haben wir einen Gott? Amen. Wir haben den mächtigsten Gott und den einzig wahren Gott. Es gibt keinen anderen Gott außer Gott. Außer unser Gott. Aber sie haben bekannt, wir machen nicht, was die Welt macht. Wir machen nicht mit, wir beten deine Götter nicht an. Hast du das schon mal gehört? Schlimm. Weltu, wo willst du nur Weltu? Schlimm, aber ich brauche es nicht machen. Ich liebe Jesus und Jesus möchte nicht, dass ich das mache. Ja? Manchmal müssen wir uns von der Welt absondern. Nicht mitgehen, gegen den Strom schwimmen. Ja? Nicht mitreißen lassen. Ist schwer, ja, wir leben in die Welt. Ich habe mir so ein paar Wörter aufgeschrieben. Und zwar steht da Metzger. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich kein Fleisch esse und bin Vegetarier, gehe ich auch nicht in den Metzger und gucke mir das Fleisch an. Ich gehe nicht ins Kino, kaufe mir eine Karte, hole mir Popcorn und Chips und halte die Augen zu 2 Stunden, weil ich keinen Film sehen will. Ja? Oder? Oder ich mache Diät und gehe in eine Pizzeria wie andere essen. Schaffe ich nicht. Ich bin Pizza-Freak sowieso nicht. Wenn ich was nicht machen will, was die Welt macht, dann geh doch nicht mit. Ja? Dann geh doch nicht mit. Der Pino Praskat, ein halber Christ ist auch kein Christ oder sowas. Ne? Und wisst ihr was? Eine halb verfaulte Zwiebel ist ja eine ganz verfaulte Zwiebel, weil die keiner isst. Ja? Gibt keine halb verfaulte Zwiebel. Wenn eine Zwiebel verfault ist, dann schmeißt du die weg, dann isst du die nicht. Oder schälst du das? Nein, machen wir nicht. Und genauso sollten wir uns nicht mit der Welt vermischen. Und genauso sollten wir wissen, was unsere Aufgabe ist. Ja? Was Jesus von uns erwartet. Amen. Momentan ist die eine Lehre so im Umgang. Ja? Einmal errettet, immer errettet. Ja? Machen wir nicht, weil es falsch ist. Ja? Sie sagen, Jesus hat alles gemacht. Amen, Jesus, ich kann gar nichts machen, um gerettet zu werden. Aber wenn ich Jesus nachfolge, dann heißt das, dass ich auf seine Spuren und ihm ähnlich werden soll. Ja? Und wir wissen, dass Jesus keine Gemeinschaft mit der Sünde hat, oder?
Hat Jesus Gemeinschaft mit der Sünde? Ich bin nicht perfekt, weil ich das predige. Nein, gar nicht. Das Wort ist erstmal für mich. Die Bibel, das habe ich auch in der Jugendstunde gesagt, die Bibel muss ich zu 100% aufnehmen, die ist für mich geschrieben. Ha? Erstmal muss ich die Bibel annehmen und dann versuche ich euch weiterzugeben, was Gott mir zeigt. Die Bibel ist nicht für deinen Nachbarn oder für deinen Bruder, deinen Glaubensbruder, nein. Als erste Stelle ist das für mich. Ich kann euch die Bibel um die Ohren hauen und ich selber erfülle auch nichts, was da drin steht. Ha? Das bringt mir nichts. Manchmal müssen wir bekennen vor der Welt. Und hier haben sie sogar gesagt, wenn unser Gott möchte, dann wird er uns aus deiner Hand und aus dem Ofen befreien. Aber wenn er nicht möchte, wenn es nicht seinem Willen entspricht, wenn wir beten und vielleicht nicht in Gottes Wille ist das Gebet, ja? Und wenn es vielleicht nicht in Erfüllung geht, sagen wir mal, sollten wir trotzdem an unseren Gott festhalten. Er weiß, was wichtig und was richtig für uns ist, nicht wir selber. Glauben wir das? Sollten wir glauben, ja? Und dann lesen wir, was passiert. Ab Vers, immer noch Daniel, der gleiche Kapitel, ab Vers 24. Plötzlich sprang Nebukadnezar auf, nachdem er sie in den Ofen geworfen hat. Ne? Und war erschrocken, fragte seine Ratgeber, haben wir nicht die Männer gefesselt und in Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, ich sehe 4 Männer ungefesselt in Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Und der 4. sieht aus wie ein göttliches Wesen. Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Ofens und rief, Schadrach, Medrach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Was Großes passiert da? Was nicht normal ist. Ein Wunder, sagt man dazu. Sie wurden in den Ofen geschmissen, geworfen, gefesselt. Die Fesseln waren weg. Und nicht mal ihre Kleidung, unversehrt waren sie. Unversehrt. Und da war noch jemand bei ihnen. Eine andere Bibel sagt so, sieht aus wie ein Gottes Sohn, sagt eine andere Übersetzung. Ist Jesus gut? Ist Gott gut? Und ich glaube, dass er weiß, was am besten für uns ist. Manchmal müssen wir lernen, die Führung abgeben in unser Leben. Ich bin so einer, der, wenn ich mit meinen Kindern irgendwo hingehe, ich passe schon sehr auf. Als sie noch klein war, Giselle, Baby, in der Nacht 10-mal hin, ob alles richtig und die hat neben uns geschlafen. Ne? Ob sie atmet und alles. Und das ist bis heute so ein bisschen geblieben. Wenn ich auf Spazieren gehe und da kommt ein Hund, gehe ich auf die Seite, der will auf der anderen Seite. Obwohl sie sind schon groß jetzt. Ne? Aber der Beschützerinstinkt, der bleibt drin als Vater. Und genauso ist es bei Jesus. Wir sollten nie denken, dass wir alleine sind. Er ist immer bei uns. Er ist immer mit uns. Und nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Und wenn ihr denkt, das war im Alten Testament so, dann gucken wir mal in Apostelgeschichte 3 ab Vers 1, wo Petrus und Johannes zum Tempel gehen. Und da ist ein Mann. Was macht der Mann da vorne? Er bettelt da. Und was war mit dem Mann? Konnte nicht gehen, Konnte nicht gehen. Warum konnte er nicht gehen? Er konnte sein ganzes Leben noch nie laufen. Da steht extra dick drin, dass er sein ganzes Leben noch nie laufen konnte. Und was hat er erwartet von ihm? Hat er erwartet, dass er geheilt wird? Oder was hat er geglaubt? Ich glaube, dass er nur geglaubt hat, dass er ein paar Cents und heutzutage kriegt, ein bisschen Geld, vielleicht 1, 2 Euro hat, damit er sich vielleicht was zu essen kaufen kann. Er konnte nicht mal selber dahin gehen. Meine Bibel sagt, dass er dahin gebracht wurde, damit er um Almosen betteln kann. Aber er hat was anderes gekriegt. Petrus sagte, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, jetzt gehen wir in den Namen Jesus Christus, steh auf und geh. Und sie haben ihn gepackt, haben ihn aufgerichtet und weißt du, was passiert ist? Er konnte gehen. Er konnte laufen. Und wisst ihr, was der ausschlagende Grund dafür ist? Weil Petrus wusste, was passiert, wenn er das sagt. Weil er über 3 Jahre mit Jesus war und er wusste, was für eine Kraft, was für eine Macht Jesus hat. Und wenn wir über solche Geschichten reden, dann ist natürlich das größte Wunder aller Zeiten ist Jesus Christus. Ich habe mir noch ein paar Bibelstellen aufgeschrieben. Die Speisung der 5000, brauchen wir nicht lesen, kennen wir alle, glaube ich. Er hat damit 5 Brote und 2 kleinen Fischen, wie viele Menschen satt gemacht, die hungrig waren? 5000. Und da sind noch 12 Körbe übrig geblieben. Ist das normal? Warum konnte Jesus das? Weil
Weil Jesus wusste, wer sein Vater ist. Er ist gekommen vom Vater und er wusste, wer er ist. Und genau so ist Jesus bei uns. Er hat uns ein Wort gegeben: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja? Und das ist mir so groß geworden, das Wort. Warum glauben wir ein Löwe? Wieso heißt das heute Glauben wie ein Löwe? Wenn wir gucken in Johannes 11, die Auferweckung des Lazarus, können wir auch, ja? Der Mann war tot. Aber ein Wort von Jesus, ja? Und der Tod muss sogar weichen. Der Mann hat wieder gelebt. Ist Jesus gut? Das ist der Beste, ja? Amen. Manchmal, wenn ich so bete, vielleicht kennt ihr das auch, und du bist manchmal, letzte Zeit habe ich eine Phase mitgemacht, ich habe gebetet, ich habe geforscht, aber kennt ihr das, dann ist Gott mal still. Oh, das ist eine schwere Zeit immer für mich. Kennt ihr das auch? Das ist eine schwere Zeit, ja? Aber wisst ihr was, wenn es darauf ankommt, ist Jesus immer da. Er ist immer da. Auch wenn du glaubst, dass er nicht da ist, er ist trotzdem da. Aber manchmal möchte er sehen, wie wir uns verhalten. Ja? Und ich kann euch noch einen Rat geben. Wisst ihr, wie unser Glaube gestärkt wird? Lest deine Bibel mehr und mehr. Verbring viel Zeit im Gebet. Es reicht nicht nur einfach mal am Tag 1 Minute zu beten. Ja? Giselle, kann das mal vor kurzem, immer wenn ich beim Papa komme, oder wenn wir durchfahren, morgen früh, da ist er immer oben am Fenster und betet. Das ist Giselle. Ja? Wir brauchen mehr und mehr Gebet und wir brauchen mehr und mehr Bibellesen. Nicht um die Bibel auswendig zu kennen. Ist gut, wenn du dich auskennst mit der Bibel, kann ich nur jedem empfehlen. Aber ich frage dich, was ist deine Motivation, um die Bibel auswendig zu kennen? Ja? Ist das nur, wenn Peppino was sagt und ich sage ihm gleich was dagegen? Wir sollten die Bibel erforschen, damit wir wissen, wie wir uns verhalten sollen, damit wir wissen, wie wir unser Leben gestalten sollen in Jesus. Ja? Und beten, 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 bis der Arzt kommt. Das ist wichtig. Amen. Jesus ist doch der Arzt. Amen. Und warum glauben wir ein Löwe? Wisst ihr das? Warum glauben wir ein Löwe? Warst du schon mal im Zoo? Bestimmt, da? Und da sind Löwen, hier haben sie Tiger, keine Löwen. Aber in Essen, der Große, da gibt es Löwen. Was meinst du, wenn was passiert, wenn du über den Zaun kletterst? Bei den Löwen, glaubst du, der haut ab? Versteckt sich? Oder was macht der? Rennt weg. Warum? Weil er weiß, dass er ein Löwe ist, der braucht keine Angst zu haben. Ma? Und wenn wir wissen, wer Jesus ist, dann brauchen wir auch keine Angst zu haben. Amen. Amen. Das war das Wort bis hierhin. Stehen wir auf, wer will, wer kann. Halleluja, Vater, bist du Jesus. Wir wollen dir Dankeschön sagen, Vater Jesus. Dankeschön für dein Wort, Jesus, das du uns gegeben hast, Jesus. Dankeschön für deinen Segen, Herr Jesus. Dankeschön für die Jugendstunde, Herr Jesus. Dankeschön, Jesus, für den Segen, Vater Jesus, für jeden Einzelnen, Herr Jesus. Halte sie weiter fest, Vater Jesus. Lass uns gemeinsam wachsen, Herr Jesus. Lass uns gemeinsam vorangehen, Jesus. Dankeschön, unser Herr, unser Heiland, unser Gott, unser König, Herr Jesus. Zeige uns mehr und mehr, Jesus, wie wir uns in der Welt verhalten sollen, Vater Jesus. Zeige uns deinen Weg, Jesus, Herr. Unterrichte uns, Herr Jesus, Herr. Und Dankeschön, Jesus, dass du für uns am Kreuz von Golgatha den Preis bezahlt hast, Jesus, Herr. Denn wir hätten ihn nicht bezahlen können, Jesus, Herr. Aber du hast ihn bezahlt, Herr Jesus. Dankeschön, Heiland. Halleluja. Amen. Amen. Wunderbares Wort, ja? Ich glaube, jeder hat es kapiert. Und weiß ich habe dich manchmal gefragt, wie kann ich mehr glauben? Wie kann ich meinen Glauben stärken? Und dann, haben wir ja diese Bibellehre und dann steht drin, hat der Bruder vorgelesen, dass der Glaube kommt vom Wort. Wenn du dich mehr und mehr beschäftigst mit das Wort, dann wirst du eine Beziehung mit Jesus kriegen und dann kommt auch der Glaube. Und nur der Glaube kommt nur durch das Wort und durch Gebet. Darum, wir haben jetzt noch eine Zeit des Gebetes
Wenn du schwach bist, wenn du Probleme hast, die Brüder sind da, sie beten für dich. Danny, wer glaubt, Kunde? Albert, Giovanni? Aventam Fahrer, Novella, Aventam? Fica aqui não. Deine Gegenwart, sie ist ganz nah bei mir. Deine Liebe, die mich ganz erfüllt. Deine Gegenwart, sie ist ganz nah bei mir. Deine Liebe, die mich ganz erfüllt.
Frage.